Wenn ihr nach England könnt, muss ihr einfach indisch essen gehen. Ein Curry gehört nämlich genauso auf den Tisch wie eine Portion Fish and Chips. Es gibt die 10.000 indische Restaurants hier in England und oft schmeckt es wirklich ganz authentisch. Weil die besten indischen Köche, die kommen ganz oft in England, für heute zu kochen und ihr eigenes Restaurant aufzumachen. All siebente Curry, den an England bestellt wird, als ein Chicken Tikka Masala. Das ist wirklich ein immens populärer Plat. Und sicher ist es gar nicht so schwer, den daheim zu machen, muss ich sich nur ein bisschen organisieren. Als ich muss der Poulet mariniert gehen. Ich habe dafür gerade Kümmelkehren an einer Pan gerichtet und die kommen zusammen mit 2 Knoblauchzwiebeln und ein bisschen Ingwer an den Mixer. Ich gehe noch nach ein Rotchili dabei. Wenn das bis klein gehackt ist, da kann ich noch Garam Masala dabei gehen. Das ist eine indische Gewürzmischung, die aus Kümmel, Milcheskap, Kardamom und Kanäle besteht. Dann ein Löffel geräucherte Paprikapulver, Salz, Joghurt und den Jus von einer halben Zitrone. Ich schneide ein paar Mal an den Chicken Breasts an. Und dann bedecke ich sie ganz mit Marinade. Das kann für 2 Stunden an den Frigo gehen und dann mache ich meine Curry-Sauce. Good evening, Ramadan. Try the chili because this is the best curry in London. Excellent food, excellent service. I promise I'm going to cook to you this evening. Thank you very much. I've got chicken tikka masala, sweet and sour, butter chicken. My chicken jalfrezi makes it crazy. Wenn ihr sich die Geschichte von London anguckt, da war den Osten immer ein Platz, die Immigranten angezogen hat. Und hier an der Brick Lane, da spielt diese Influence heute noch immer. Es war im 17. Jahrhundert ein jüdischer Quartier, und später ist die Bangladeschi-Community hier hingekommen und hat das Straßenbild komplett verändert. Brick Lane ist bekannt für all seine indischen Restaurants. Und die meisten servieren keinen Alkohol, und darum kann ich seinen eigenen mitbringen. Es kommen immer ganz viele Leute an Brick Lane für rauszugehen, weil hier sind ganz viele Bars und Clubs. Aber wenn jeder schön ist, da spielt sich normalerweise alles auf der Straße auf. Hallo zur berühmt-berüchtigten Chicken Tikka Masala Sauce. Ich habe gerade 2 Innen mit einem Stück Ingwer klein gehackt und die broten ich ein bisschen ölig an. Ihr könnt noch Garam Masala und Turmeric dabei und Turmeric gibt dem Ganzen eine schöne gelbe Farbe. Wenn die bis glasig sind, da kann ein Becks Tomaten dabei kommen. Und noch ein bisschen braunen Zucker. Und das Ganze kann da 5 Minuten weiter kochen. Während der Zeit stelle ich mein Poulet auf den Grill und das gibt dem Curry noch eine richtig smoky Dimension. Ich kann noch ein bisschen Bouillon bei Curry Sauce und das kann dann 12 Minuten weiter kochen. Du kannst auch noch ein bisschen gedrückte Kokosnuss und Mandelmehl dabei und die ich wieder kurz an einer Pan geräuchert.
Don't worry, wir sind gleich fertig. Nachdem der Poulet gegrillt ist, habe ich noch Stecker geschnitten, an die Kalorant Sauce an eine weitere 10 Minuten kochen. Hallo zum Final Touch ein bisschen Rahm. Die wärmen ich nur ganz kurz am Curry ab und lassen sie nicht abkochen, weil sonst kann das ganz separieren. Da kann auch ein bisschen Lemon Juice dabei kommen und dann ist es perfekt. Die Schumer ist ein Restaurant, das sich ganz ein bisschen von all den Brick Lane Curryhouses apart setzt. Hier hat sich nämlich auf authentisch Bombay Café Food spezialisiert. That's a garam masala powder. Now this is the interesting stuff because garam masala is a mix of almost 20-25 spices, and every chef has their own recipe of garam masala. Ich kann nie widerstehen, beim Inder Samosas zu bestellen. Meistens kommen sie an einem dick frittierten Tisch. Ich mache mir aber lieber an einem leichten Filo-Tisch, wie das die Füllung am Vordergrund steht. Als erstes brate ich einen gehackten Onion. Und da kommt noch ein bisschen Knoblauch und Ingwer dabei. Garam Masala, Kümmel, Musterkern und ein paar Chili Flakes. Ich habe einen dicken Grumper, kleinen Stecker geschnitten und die könnt ihr bei dünn dabei. Und da schütte ich noch 400 ml Wasser dabei und das Ganze kann da während 5 Minuten kochen. Da gebe ich noch Erbsen dabei. Wir kochen die, bis alle Flüssigkeit verflogen ist. Das kann ein bisschen aufkühlen. Während der Zeit schneide ich mein Filo Pastry an 3 lange Stücke. Ich bedecke den Rest mit Klingfilm und mit einem feuchten Tuch, wie das sie nicht austrocknen. Ich bestreiche ein Stück Teig mit Butter. Und da lege ich ein zweites Stück Teig drauf, aber bestreiche das auch noch mit Butter. Da kommt die Löffel Füllung ganz innen mit. Und dann hole ich den innersten rechten Eck und falle den über die Füllung, sodass es ein kleines Dreieck gibt. Und da falle ich die Römer ab, anderem, bis ich ganz oben kommen. Die fertige Samosa geht noch einmal mit Butter bestracht. Und da streue ich noch ein paar schwarze Sesamkerne oder Nigella Seeds drüber. Samosa braucht 12 Minuten am Ofen und ich serviere mir immer noch gerne mit Mango Chutney.
kennt ihr ja indisch Snacks wie Samosa und Abajien. Wie die Seesachen sind normalerweise nicht so bekannt. Und wenn ihr so einen indischen Sweet Shop kennt, dann könnt ihr sich wirklich durch eine Rebe für Süßigkeiten essen. Und witzigerweise schmecken sie alle ganz ähnlich, weil sie alle gut mit kondensierter Milch gemacht sind. Ich komme immer ganz gerne an Supermarché an der Brick Lane, weil da ganz viel exotische Ingredienten gehen und auch ganz viel Gewürze, die ich für meine Currys benutze. Curryblätter sind nicht zu verwechseln mit Curry Powder. Curry Powder ist eine Gewürzmischung. Curryblätter gehen normalerweise recht ganz zum Schluss an Öl frittiert und dann über den Curry gestreut, für dem Ganzen nach ein extra gut zu gehen. Wenn du baust eine kahle Nase, gibt es nichts Besseres wie einen indischen Dal. Pure Comfort Food. Als erstes hacke ich einen ganz rein und schneide einen zweiten Tranchen. Die brauche ich aber richtig spät. Dann brate ich die gehackten Ins zusammen mit Chili, Ingwer und Kümmel an. Von dünn bis Müllers gehe ich nach Turmeric und Garam Masala dabei. Dabei kommen rote Linsen, ein Bix Kokosnussmilch, ein bisschen Salz und noch 300 Milliliter Wasser. Das kann alles für eine Viertelstunde kochen. Wenn die Linsenballen Müll sind, da gehe ich noch ein bisschen Tomat dabei. Und dann lasse ich das Ganze nach 5 Minuten weiter kochen. Während der Zeit präpariere ich noch ein Topping, den diesen Dal mich speziell mischt. Ich brate die geschnittenen und gut viel Öl und gehe noch mal ein bisschen Kümmel dabei. Die können nur 10 Minuten für sich hinbrutzeln, bis sie ganz schön knusprig sind. Einfach perfekt. Das populärste Restaurant in dieser Gegend ist den Thai-Ups. Es gibt es seit den 70er Jahren, also sie spezialisieren sich auf Punjabi Cuisine. Aber seid gewarnt, wenn ihr hier essen will, muss ihr mega lang Schlangen stehen, wie das wirklich da wert.